Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie mir wieder folgen. Ja, ich begrüße Sie heute zu der Folge, wie der Franzose nach Gold kam. Wie der eine oder andere von Ihnen schon erkannt haben wird, ich befinde mich hier natürlich nicht an einem französischen Relikt, sondern an der Üleport. Aber der einsame Jadist, der macht schon was her und er hat auch eine Uniform, die man dieser Zeit, nämlich dem Jahre 1794, zurechnen kann. 1794 besetzte nämlich die revolutionären Truppen Frankreichs die freie Reichsstadt Köln. Köln war zu dem Zeitpunkt eine der wirtschaftlich rückständigsten deutschen Städte. Was sich in den nächsten 20 Jahren aber dann ändern sollte, weil zwischen 1794 und 1814 haben die Franzosen hier einiges bewirkt. Also die Administration von denen. Die haben zum Beispiel die Abschaffung des Zunftzwanges erwirkt, also das ganze Patriarch-Gedöns, das wurde abgeschafft. Es wurde mehr Rechte in die Bürger gegeben. Es wurde Cent und Centime oder wie die Sachen da, diese französischen Münzen hier heißen haben, wurden eingeführt und damit wurde die Wirtschaft gestärkt. Abgeschafft wurden dadurch, und jetzt muss ich mal lesen, damit ich da auch nichts Falsches sage, die Kölner Münzen bzw. die rheinischen Münzen Stüber, Blaffert, Kreuzer und Albus. Ja, habe ich schon nie in meinem Leben gehört. Aber durch all diese Maßnahmen erhielt die kölsche Wirtschaft die Impulse, die sie benötigte, um dann im Ganzen für sich wieder so einen richtigen Ansatzpunkt zu finden und daraus zu erwachsen. Sprich Vertrauen. Was die Franzosen da ebenfalls mit abschafften oder einführten, war, und das im hochheiligen Köln eigentlich ja nicht bekannt, die sogenannte Religionsfreiheit. Und das haben sie gemacht durch die Säkularisation. Gucken wir mal, was das war. Weil im heiligen Köln, also in der Hauptsache katholisch, befanden sich, 11 Stiftskirchen, Schlag mich tot, wie viel sonstige Kapellen und hast du nicht gesehen. Und alle Güter dieser Welt waren in geistlicher Hand. Und mit der Säkularisation wurde das abgeschafft, weil die Franzosen haben das alles sozusagen in geordnete städtische Hände gegeben und jeder Hinsunkunst, jeder Bürger konnte sich davon dann sein Stückchen kaufen. Dann sagen wir jetzt an der Stelle erstmal Tschüss zu dem Jode-Rode Funk und wir gehen mal ein bisschen auf Säkularisation ein, beziehungsweise auf das heilige Köln zum Zeitpunkt 1794. Napoleon kam einst nach Köln und behauptete, über unsere Stadt sagen zu können, Köln, das ist die schönste Stadt der Welt. Nein, nicht der Welt. Damals sagte er Deutschlands, aber naja gut. Wir waren stehen geblieben, dass die Franzosen hier 1802 einiges gebrochen haben, was bis zu dem Zeitpunkt der Kirche gehörte. Und zwar ganz genau hatte Köln zu diesem Zeitpunkt 11 Stiftskirchen, 19 Pfarrkirchen, 68 Klöster, 158 Beginenkonvente und unzählige Kapellen. Ja, und die wurden sozusagen im Sommer 1802 beschlagnahmt und verkauft. Daraus haben sich aber auch Legenden gebildet. Und zwar die Legenden, die da besagt, dass nur Juden und Protestanten dann seit 1797 im Besitz des Bürgerrechts, was ich halt eben erwähnt habe, mit den Freiheiten, das damalige Kirchengut erworben haben. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Weil Kölner Bankiers und Geschäftsleute und der einfache Mann von der Straße, die haben sich das alles unter den Nagel gerissen. Die nächsten Legenden, die sich aus dieser Zeit gebildet haben, aus den 20 Jahren, die wir hier besetzt waren von den Franzosen, ist, dass viele der kölschen französischen Begriffe aus dieser Zeit stammen. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt, ich hätte mal 2 Beispiele. Ein ist der Parapluie, das ist der Regenschirm oder
kein fiese Matenten machen. Macht keinen Unsinn. Viele glauben heutzutage immer noch, dass das aus dem französischen Visite Maternité oder Dent oder wie auch immer das auf Französisch ausgesprochen werden wird, stammt. Also auf gut Deutsch gesagt, besuch mich in meinem Zelt. Das hätten die damals zu den kölschen Mädchen gesagt. Aber das kann aus zweierlei Gründen nicht stimmen. Weil zum einen haben die Franzosen damals nicht in einem Zelt gelebt, sondern in Mietskasernen. Und zum anderen, ein kölsches Mädchen kriegst du mit so einem Spruch, ach da ist ja die Kamera, ich lerne das nie, ne? Ein kölsches Mädchen kriegst du mit so einem Spruch nicht rum. Die Franzosen blieben nur so lange, bis das der kam. Bedeutet das sozusagen, wir von der einen Besatzung in die nächste gerutscht sind, ne? Ach da ist die Kamera. Erst die Franzosenbesatzung, danach die Preußen. Aber die Preußen sind heute nicht Fakt, sondern wir sind bei den Franzosen. Und da gibt es noch einiges, was man sagen kann. Insbesondere zum Punkt Legenden oder findige Kölner Geschäftsleute. Geradezu dreist nutzte die Kölner Unternehmensfamilie Mühlens die französischen Jahre zur weiteren Legendenbildung. Die Herkunft ihres Firmen- und Produktnamens 4711 wurde in der Werbung so erklärt, dass im Oktober 1794, nachdem die Besatzer die Häusernummerierung angeordnet hätten, ein oder andere wird sich daran erinnern, davon habe ich erzählt in der Sache mit den Straßennamen und Straßennummern, wie Köln zu Straßennamen und Straßennummern kam. Also auf jeden Fall besagte die Legende, dass ein französischer Kolonel hier in der Mühlengasse, ist das hier die Mühlengasse? Scheiße, jetzt habe ich mich vom Namen her vertan. Das war natürlich Willy Mühlens, dem das damals gehört hat, in der Glockengasse natürlich, der hier in der Glockengasse erschienen ist und gesagt hat, okay, das Haus hat jetzt die Nummer 4711. Alles erstunken und erlogen, sage ich nur. Am Ende des 18. Jahrhunderts firmierten ja fast alle Kölnisch-Wasserhersteller hier in Köln unter dem Namen Farina. Im Sog des schönen Wunderwassers, das kölnisches Wasser hieß und das älteste, seit 1709 bestehend, von der Firma Johann Marina Farina jenüber vom Jülichplatz produziert und in ganz Europa vertrieben wurde. Was jedoch nicht jeder weiß, in Köln gab es Farinas wie Sand am Meer, weil die Geschäftsleute hier aus Köln, da ist die Kamera, weil die Geschäftsleute hier aus Köln dann in Italien Familien gesucht haben, die Farina hießen und die zu Teilhabergeschäften aufgeschwätzt oder plattgeschwart haben, die es den Kölnern dann erlaubte, unter dem Namen Farina ihr Wunderwässerchen zu verkaufen. Naja, die Original-Farinas haben dann im 19. Jahrhundert in einer endlosen Kette von Prozessen es geschafft, dass die Konkurrenz das dann nicht mehr nutzen durfte. Unter anderem auch 4711 musste seinen Namen von FR Marina Farina ändern und heißt seitdem her Eau de Cologne echt Kölnisch Wasser. Haben wir nicht gewusst, ne? Aber das ist alles zur Franzosenzeit passiert. Um jetzt ein für alle Mal mit dieser Legende aufzuräumen, ne? Also was 4711 betrifft. Es gab keinen französischen Reiter, der die Straßen Kölns auf dem Rücken seines Pferdes durchquerte, um die Häuser zu nummerieren. So trat 1794 nicht in Erscheinung. Und Wilhelm Mühlens, das Gebäude 4711 hier, ne, was wir hier sehen, das in einer späteren Änderung die Nummerierung zur Hausglockengasse Nummer 12 wurde, erst 1796 erworben hat. Und zu allem Überfluss ist das heutige 4711 Häuschen, dessen Glockenspiel zu jeder vollen Stunde die Marseillaise erklingen lässt, nicht das Original. Denn die Firma Mühlens verlegte ihren Hauptsitz 1850 in die Glockengasse 22 bis 28, was auch noch heute die offizielle Anschrift ist. Aber dennoch, die Legenden, die Geschichten sind immer schön. Und so ist es ja auch hier in Köln. Je schöner die Geschichte ist, umso weniger wichtig ist der Wahrheitsgehalt. Hauptsache, es ist schön für das Gemüt. Ja, und wie man sieht, ach, da ist die Kamera. Wie man sieht, Rubbedi-Dub ist so eine Geschichte von 20 Jahren Besatzungszeit zu Ende. Hat sie uns was hinterlassen? Ich meine, was will man schon davon halten, wenn
der Chef der Stadt de l'Amour, also Napoleon, schon zu Köln sagt, das ist die schönste Stadt der Welt. Wo kommt der dann her? Was hat der für einen Stil? Ne? Ich meine, kann im Umkehrschluss natürlich auch bedeuten, wenn wir jetzt mal an die Geschichte von Jan und Gret denken, ne? Also erst wollte sie nicht und als er dann wer war, dann war sie direkt willig und ja, ne? Ich meine, kann natürlich mit den französischen Generälen und mit dem Kaiser genauso gewesen sein. Die brauchten dann nicht sagen, wie sieht Matent. Die haben gleich diese Matentin gemacht und ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass sie mir für heute wieder gefolgt sind. Ich hoffe, sie hatten ein bisschen Spaß, haben was gelernt und jo, lehnen Sie sich wieder schlafen.